Moment. Da. Ich bin müde. Ja, aus ins Bett. Kommen auch gerade. Hast du auch das Werkzeug auf dem Gartentisch wegräumen? Ja, das brauche ich noch. Das hast du jetzt aber sicher schon 3 Tage nicht gebraucht. Ja, ich räume es dann schon weg. Und wenn dann? Hallo, es ist jetzt 10 Uhr, ich will ins Bett. Räum es jetzt weg? Spinnst du eigentlich? Das wird jetzt genau niemand, dass er die Nacht noch nicht draussen liegt. In deinem Saustall wird nicht einmal eine Sau überleben. Okay. Dann habe ich ja mega Glück, dass ich so ein Stinktierli wie dich geheiratet habe. Ich bin nicht stinkig. Du bist stinkig. Und sowieso musst du immer aus jedem ein riesiges Schiss machen. Weißt du was? Gute Nacht, Herr Fehr. Kommt euch das bekannt vor? Wir hatten einen tollen Abend miteinander. Und eigentlich war alles perfekt. Aber dann, kurz vor ins Bett gehen, kommt es zu einem heftigen Streit. Wir haben festgestellt, dass sich viele Paare oft am gleichen Ort streiten. Bei uns ist das üblicherweise in der Küche. Wir leben dort tolle Zeiten, wenn wir gemeinsam kochen, aber es können sich also auch recht emotionale Geschichten anbahnen. Es ist quasi unser Kampfplatz. Überlegt euch mal kurz, wo ist euer Kampfplatz? Ja, und dann überlegt euch, was könnte ein guter Ort sein, um das nächste Mal eine Diskussion auszutragen. Vielleicht ist es draussen beim Spazieren. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr einen anderen Ort habt, wird es euch wahrscheinlich viel besser gelingen, ganz sachlich und ohne Emotionen über das Thema zu diskutieren. Etwas weiteres, was wir festgestellt haben, dass Streit, wo typischerweise nach den Zähnen stattfindet, recht emotional werden können. Um diese Zeit sind wir im Normalfall müde, gefüllt mit allen Erlebnissen, Emotionen vom ganzen Tag. Und durch das ist dann auch die Zündschnur definitiv ein bisschen kürzer und es explodiert viel schneller. Die Zähneregel ist nichts anderes, als dass man in dem Moment entscheidet, nicht nur ein schwieriges Thema, eine Diskussion oder einen Streit anzufangen, irgendetwas zu diskutieren, wo ich mich am Partner ärgere, sondern das auf einen besseren Zeitpunkt verlegen. Zum Beispiel einen Tag später nach dem Mittagessen bei einer Tasse Kaffee oder draussen auf einem Spaziergang. Manuela braucht definitiv ein bisschen mehr Ordnung als Simon. Das macht sie nicht besser, nicht schlechter. Wenn sie das Thema mit der liegengebliebenen Gartenschere an einem anderen Tag ansprechen, hätte es zu einem sachlichen, klärenden Gespräch werden ohne Explosionen. Wie wäre das, wenn ihr bei euch heute die Zähneregeln einführt? Simi und ich haben schon oft gemerkt, dass wir dank der Zähneregeln einen grösseren Streit vermeiden können. So sage ich dann einmal zu der Simi: Hey, ich würde sehr gerne mit dir über das Thema diskutieren, aber ich würde mich gerne auf die Zähneregeln berufen. Lass euch das zum Beispiel morgen nach dem Nachtessen miteinander diskutieren. Zugegeben, in so einem Moment habe ich 2 Herzen in mir. Eins will eben gerne jetzt das Thema zu Boden reden. Die andere Seite weiss ganz genau, dass es nicht ideal ist, jetzt das Thema weiterzuziehen. Und darum bin ich immer bereit, mich zu einigen auf einen besseren Zeitpunkt, wo wir beide mögen. Also, ganz wichtig, einen neutralen Punkt finden für gute Diskussionen und ja nicht die Zähneregeln vergessen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema, dann schaut doch unser Vertiefungsvideo.